Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Nach einer kurzen Pause endlich mal wieder ein bisschen fitter unterwegs. Ich habe mich jetzt wirklich in der letzten Folge angefangen nur noch aufregen, wie nichts anderes, weil ich da ganz auf den Deckel bekommen und drüber ein bisschen gefailt habe. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wir sind ja da schon mal in der Stadt der Tränen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir jetzt uns eigentlich auf den Weg machen, und zwar nochmal in die uralten Becken. Da unten haben wir ja eigentlich einen Hirschkäferweg, den ich bis jetzt halt noch nicht freischalten konnte. Und da unten haben wir ja die Map auch noch nicht freigeschaltet gehabt. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, das jetzt eigentlich zu erledigen. Und zwar machen wir uns doch direkt mal auf den Weg. Jetzt ist schon die Frage, soll ich mit den Hirschkäferweg brauchen oder soll ich mir einfach mal den kompletten Weg freikämpfen unten durch? Ich würde sagen, komm, wir machen uns wir nehmen den Weg auf uns. Soll ich da wieder meine Stinkwolken mitnehmen anstatt unsere Dornen? Komm, wir nehmen da wieder unsere Stinkwolken mit. Wir müssen ja jetzt momentan nichts mehr verkaufen. Und zwar, wo haben wir die? Da. Alles klar. So, dann machen wir uns gemütlich auf den Weg in das uralte Becken. Durch unseren verbesserten Nagel sollten wir ja jetzt eigentlich besser klarkommen gegen die Gegner. Hoffe ich jetzt einmal zumindest. So, einmal abwärts bitte. Versuche ich mich da irgendwie durchzuschlängeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Weg da durch das uralte Becken ist natürlich jetzt auch nicht... durch die Stadt der Tränen ist natürlich auch ziemlich gemütlich. Da sind nicht allzu starke Gegner unterwegs. Da kann ich mich gerade wieder noch ein bisschen aufwärmen. Ui! Hat doch nur noch einen Hit gelangt, hä? Mit unserer Stinkwolke zusammen. So, dem hauen wir eins auf den Keks, wie jedes Mal, wenn wir da durchlaufen. So, würde ich sagen, ab geht's. Und zwar müssen wir jetzt, entweder gehen wir jetzt direkt mal da abwärts, in der königlichen Wasserweg, oder wir machen uns auf der anderen Seite aber komm, wir gehen da abwärts. Uns fehlt ja auch noch die Map dazu. Und ich hoffe eigentlich, dass wir die jetzt hier unten erhalten. Okay, aber für die Karte haben wir noch kein Gebiet. Durch das, dass wir jetzt so schön fliegen können, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar versuchen wir jetzt einfach mal da unten durchzugehen. Da unten haben wir ja auch noch einen Gegner, den wir eigentlich zu besiegen hätten. Oh, gerade 2 Schüsse aufs Mal in meine Kabuzen rein. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob ich trotzdem zuerst ins uralte Becken runtergehen und von dort aus halt weiter suchen. Oder ob wir uns da durchschlagen. Ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt mal da ein bisschen durch. So. Und tschüss. Okay, so geht es natürlich auch. So. Ich versuche mich jetzt einfach da ein bisschen zurechtzufinden und ein bisschen umzuschauen. Wo genau das wir hin müssen, habe ich wirklich gerade momentan gar keinen blassen Schimmer. Das sieht ziemlich koscher aus da. Die Frage ist, ob wir da halt auch schon mal gewesen sind. Das kann ich halt so weit noch nicht sagen. Ich versuche jetzt einfach mal blind drauf los, mich ein bisschen durch die Kanalisation durchzuschlagen. Ich hoffe nicht, dass wir da... Okay, sind wir da schon mal gewesen? Ich glaube, da haben wir unsere Stinkwolke erhalten. Jawohl. Also wir haben eigentlich den Weg durchgefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, aber dann befinden wir uns eigentlich wieder da. Und da haben wir ja auch keine Karte fürs Gebiet. Ah, der schon wieder. So, ich würde sagen, die ignorieren wir und kumpeln einfach mal ganz kurz gemütlich durch. Genau, jetzt sind wir nämlich da gelandet. Und von da müssten wir jetzt eigentlich abwärts richtig alte Kanalisation, uralte Kanalisation. Das bedeutet, ich lasse mich jetzt einfach mal da gehen und schaue mal, was passiert. Jetzt hoffe ich, dass da keine Stacheln auftauchen. Oh, ui. Oi, hey. Es läuft ja besser als erwartet gerade. Nice, wir haben einfach ohne Sterben einmal durchgeschafft. Da bin ich natürlich auch ziemlich froh drüber. Würde ich sagen, da haben wir ja, glaube ich, die Karte dann schon dafür. Noch nicht. Okay, da haben wir immer noch keine Karte dafür. Die Frage ist, ob wir sowieso dann mal beim Kartenmacher vorbeischauen, ob der denn das hat für uns. Aber mir geht es ja eigentlich darum, mal den Hirschkäferweg noch freizuschalten. Nein! So knapp. So, gegen so viel aufs Mal mag ich nicht kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Mir geht es ja wirklich eigentlich darum... Okay, du hast wissen, dann kommst du auch noch eins auf den Keks rüber. Nice, so, dann müssen wir lieber zuerst mal unser Leben anfüllen. Dann haben wir gerade noch ein bisschen Geo einsammeln. Und da unten sollten ja dann die uralten Becken sein. Jawohl!
Dann können wir heute schön gemütlich den Hirschkäferweg noch freischalten. Was mir ziemlich wichtig wäre. So. Jetzt muss ich einfach mich ganz kurz schnell orientieren. Da einmal abwärts. Betrachten. Haben wir das immer noch nicht, gell? Genau, ein Spalt für eine Karte. Die Karte haben wir immer noch nicht gefunden. Wo genau die sich befindet, weiss ich natürlich noch nicht. Für das müssten wir dann einmal noch schnell wahrscheinlich ein paar Bosse besiegen, die ich bis jetzt noch nicht so gut anbekommen habe. Was ist das? Sind wir da schon mal gewesen? Betrachten! Ein wahrer Diener gibt alles für ein Königreich. Möge der bleiche König von Heilandsnest dich von deiner Last befreien. Alles Geo. Ich will nicht mein Geo da reinrühren. Besonders nicht so viel. Wenn ich könnte auswählen, so, hey, ja, los du, ich will nur so und so viel da reinrühren. Okay. Aber, einfach da, weil er mit blind drauf los über 1300 Geo da reinrühren, denke ich, ist mal noch ein bisschen dumm. Ich müsste mich halt also mal ein bisschen erkunden, wie viele Taler genau ich dort reinrühren soll. Bin ich da überhaupt richtig? Ich bin da ja in den Palastgründen, also blöd gesagt, müsste sich an der Hirschkäferweg da hinten befinden, oder bin ich da jetzt komplett falsch? Nein, das sollte eigentlich schon stimmen, das sollte stimmen. Okay, jawohl! Versteckte Station. Betrachten! Ein Automat mit dem Symbol eines Hirschkäfers. Geo einwerfen. So, dann haben wir nämlich den Weg hier unten auch freigeschaltet. Was natürlich für mich ziemlich nützlich ist. Durch das, dass wir dann mal weiterkommen oder mal einen neuen Weg freischalten. So, reisen. Ah, viele Hirschkäferstationen sind nun offen. Ich kann wieder die Weiten des Königreichs bereisen. So viel großartige Durchfahrtsstrecken und alte Seitenwege, die ich vergessen hatte. Irgendwo zwischen den Linien liegt das Hirschkäfernest. Der dort, an dem ich geboren und aufgezogen wurde. Ich hatte gedacht, dass mein nachlassendes Gedächtnis den Ort vergessen hat. Hätte doch jetzt kann ich mich fast an den Weg erinnern. Wenn du weiterhin Hirschkäferstationen öffnest und mich durch sie rufst, finde ich dieses Nest vielleicht wieder. Ah, das würde mir sehr gefallen. Alles klar, also wenn man noch mehr Hirschkäferweg findet, ist es möglich, dass wir nochmal eine Station finden bis in Heimat, dort wo er geboren worden ist. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Aber ich würde sagen, wir reisen jetzt ganz kurz nach Mistmund, um zu schauen, ob uns vielleicht die Karte sogar im Kartenladen möglich ist. Dass sie dort schon verkauft wird, durch das, dass wir halt so schnell unterwegs sind und die uralten Becken freigeschaltet haben, hoffe ich natürlich jetzt, dass wir dort ein Kärtchen finden. So, dann gehen wir mal schnell beim Kartenmacher schauen. Oder der Kartenmacherin. So, einkaufen! Nein, sie hat leider keine weitere Karte für uns. Krieggrabnarr. Conrad hat mir erzählt, dass er einige interessante aussehende Grabmäler und Schreine der Tiefen gefunden hat. Das ist dann für Schreine. Komm, das ignoriere ich jetzt mal noch plus minus. Was mich noch interessieren ist eher nochmal bei dem Händler da hinten anschauen. Und dann wäre halt die Frage, wo wir als nächstes würden angehen. So, genau das wollte ich auch unbedingt mal noch kaufen, aber ich würde gerne mal noch schauen, was da sonst noch hat. Zwar Laufmeister. Was hältst du davon? Einen ganz neuen Ergänzung, da würden wir dann einfach schneller laufen. Schwerer Schlag. Du magst das Gegner mit deinem Nagel zu vermöbeln, nicht wahr? Mit diesem Talisman wirst du sie mit jedem Schlag weiter wegfliegen lassen. Das ist natürlich auch, ja, nicht so schlecht. Das Leben im Heilandsnest kann hart sein. Man wird verprügelt und steckt viele Treffer ein, also man wird richtig verprügelt. Ich habe schon tierisch auf den Keks bekommen. Dieser Talisman gibt dir mehr Zeit, um dich zu erholen, nachdem du Schaden genommen hast. Nützlich, wenn du in der Klemme sitzt und entkommen musst. Okay, alles klar, das sind natürlich alle ziemlich nützliche Sachen, aber ich würde gerne mal den Geoschwarm noch einsammeln. Dann muss ich mich nämlich ein bisschen weniger darauf konzentrieren, das Geo einzusammeln. Ich würde sagen, das rüste ich jetzt ganz kurz nämlich mal aus. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt zur Zeit mal. Die Frage ist jetzt, ob ich da unseren Seelenfänger mal rausnehme und lieber dafür die zwei Sachen mitnehme. Ich würde sagen, das wäre momentan eine coole Kombo. Ich würde sagen, die nehmen wir mal mit. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Was machen wir als nächstes? Stellen wir uns wieder um einen Bosskampf. Und zwar den da oben, den ich da unbedingt besiegen müsste, weil jetzt haben wir unseren Nagel verbessert. Oder machen wir uns auf Erkundungstour an einen anderen Ort. Da hinten müssten wir ja auch noch durch. Da habe ich auch schon tierisch gefehlt gehabt, beim Weitergehen. Da oben haben wir halt wirklich noch mehrere Wege frei. Sondern da der Kristallhügel, dort müsste ich halt unbedingt mal noch das schnell schaffen. Dort habe ich auch noch tierisch auf den Keks bekommen. Ich habe überall auf den Keks bekommen. Ah, yes! Das ist ja wirklich nicht noch wahr. Das ist ja wirklich nicht wahr. Oder wir versuchen mal bei dem Lift den Weg weiter zu suchen. Da oben wartet ja wieder ein Bosskampf auf uns. Also überall wartet jetzt Bosskämpfe auf uns. Und da unten haben wir ja den Fall die Karten noch nicht gefunden. Die müssten wir dann im Verlauf noch einsammeln. Da haben wir noch einen Bosskampf beim unteren Pfeil da drinnen. Gegen die 3 Könige. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wenn wir uns nochmal in die Kristallspitze wagen und dort versuchen, den Weg nochmal frei zu kämpfen. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt gerade mal noch schnell aus. Und sonst, oder wenn wir jetzt versuchen, nochmal gegen den Frosttyp zu kämpfen. Das ist eine gute Frage.
Wenn wir uns nochmal am Frosttyp stellen, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt mal nochmal an den Frosttyp. Wir haben ja wirklich gerade momentan freie Wahl, was wir machen. Durch das, dass unser Nagel besser ist, hoffe ich, dass wir jetzt die Frösche, die dort umeinander fliegen im Kampf rein, besser bekämpfbar sind. Aber ich würde sagen, wir müssen uns das einfach... Wir müssen es mal ausprobieren und anschauen. Ach, ich bin so richtig chillig und locker heute dran am Gamen. Das habe ich die letzten paar Male wirklich nicht gut anbekommen. So, dann speichern wir da mal ganz kurz ab und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg weiter. Hat es in der Nähe nochmal ein Bänkchen? Jawohl, es hat ja nochmal ein Bänkchen dort in der Nähe. Jetzt kann ich das nämlich noch ganz kurz zeigen, wie das mit diesen Geoschwärmen aussieht. Und zwar fliegen die jetzt dort hin, genau, und sammeln die für mich ein. Das heisst, wir sammeln jetzt wirklich gut unser Geo ein. Das ist natürlich ziemlich nützlich. So, wir haben $800 dabei. Jetzt bin ich aber gerade etwas anderes noch überlegen. Ich weiss, es kommt jetzt ziemlich dumm über, was ich jetzt mache, dass ich jetzt da nochmal komplett zurückreise. Aber ich würde gerne sonst zuerst im Fall nochmal nach Mistmund, und zwar zu dieser speziellen Händlerin gehen. Mal schauen, ob die noch irgendetwas Interessantes hat für uns, was uns im Kampf könnte nützlich sein. Ich nuddeln muss mir da halt vorher ein bisschen Gedanken machen. Das ist halt das mühsam, dass wir hin und her gehen. Tut mir leid an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, wir tun das lieber komplett besser ausrüsten. Das heisst, wenn wir jetzt noch bessere Runen haben, die wir brauchen können, dann machen wir das nämlich auch. Und zwar reisen wir jetzt nochmal schnell zurück. Und gehen wirklich in Mistmund rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich zu dieser speziellen Händlerin. Ich werde gerade mal noch sehen, weil ich meine, die ganze Zeit umeinander grinsen. So. So. Die wäre nämlich ganz unten links dort. Aber wir könnten eigentlich auch den Hirschkäferweg noch brauchen. Dann sind wir noch mal ein bisschen schneller dran. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass dort noch ein Hirschkäferweg ist. Mann. Umeinander reisen von hin und her und hin und her. Aber es gehört halt einfach dazu in Hollow Knight. Also in meinen Augen gehört das dazu. Wegkreuzung, dass man da halt immer wieder muss ein bisschen hin und her reisen, eben, um sich zu verstärken, um nochmal die Läden anzukommen und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Jetzt ist ja wirklich überall so eine graue Wolke unterwegs. Die Viecher sind ja wirklich alle noch dermaßen schlimmer infiziert. Also bei dir brauche ich auch immer noch 4 Hits, aber eben, ich muss mich jetzt wirklich gar nicht mehr... Jetzt ist der Weg da versperrt. Wieso ist da der Weg versperrt? Ich muss aber auch durch. Komme ich da aber oben durch noch wenigstens zu dieser Händlerin? Das wäre mir nämlich noch ziemlich wichtig, jetzt zu der angehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass da uns der Weg versperrt ist. Ah, der schiesst jetzt so... Normalerweise kommt der ja über uns drüber, aber seit er so infiziert ist, schiesst er jetzt so komische Bömbeli um sich herum. Okay. Ich würde sagen, ich fülle lieber zuerst mal noch mal kurz mein Leben noch, bevor ich da etwas anderes noch versuche. Aber wenigstens sind die noch normal. Gut, die sind allgemein nervig gewesen, egal wie. So, wie gemütlich jetzt wir total einsammeln. Da hinten wollte ich noch ganz kurz schnell nachschauen, ob wir jetzt eigentlich noch mehr machen können. Aber betrachten! Eine Tür mit einem Spalt. Wir müssen da wirklich, glaube ich, irgendeine Karte noch finden, in dem Fall, hä? Wo finde ich die Karte? Wahrscheinlich auch gegen irgendeinen Bosskampf, wo ich jetzt momentan, ehrlich gesagt, einfach zu schwach in meinen Augen dafür bin. Darum machen wir uns jetzt zuerst auf den Weg zu ihr da vorne. Hören die das auch? Das ist doch, glaube ich, die Händlerin da rein, die jetzt wieder so komische Geräusche macht, oder? Jawohl! Hoho. So. Schnellfokus. Der Kristall im Inneren, der hübsch nicht wahr. Exquisit. Sogar ich habe gehört, dass Kristalle einem helfen können, sich zu fokussieren. Wenn dich so etwas als interessieren sollte, ich weiß nicht, für was das soll nützlich sein. Ich habe gemeint, sie hat vielleicht noch ein paar Sachen mehr. Der würde mich natürlich mehr interessieren, aber wir haben, glaube ich, gar noch nicht 18 Talisman zusammen. Wie viel haben wir denn jetzt momentan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 haben wir zusammen. Also wir bräuchten wirklich noch 4 mehr. Jetzt haben wir halt wieder mal einen Weg ein bisschen unnötig da durchgegangen. Komme ich da ganz rauf? Nein, nicht wirklich. Mann, schade. Ui! Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich es irgendwie da rauf schaffe. Das könnte eigentlich sogar noch funktionieren. Die Dinge explodieren jetzt einfach so plötzlich. Jetzt gerade mal schauen, ob wir das anbringen. Jawohl! Eigentlich könnten wir nämlich von da aus... Was befinden wir uns jetzt? Blauer See. Ewige Ruhestätte. Und von dort aus könnten wir nämlich jetzt schön gemütlich in die Stadt der Tränen übergehen. Ah, das ist einfach der See.
Okay, okay. Da hätte ich jetzt wirklich nochmal meinen schnelleren Speed verwenden können. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in die Stadt Tränen und versuchen dann mal nochmal gegen den Frosttyp zu kämpfen. Also der Typ da, der die ganze Zeit vom Himmel kommt und ein Fröschli auftaucht. Aber ihr werdet dann jetzt gerade sehen, was ich meine. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir die eigentlich anbekommen sollten. Haben wir da in der Ruhe steht eigentlich alles erforscht? Nein, da oben hat es eigentlich auch noch einen Weg, den wir noch nicht erforscht haben. Eigentlich könnten wir den auch noch ganz kurz gehen. Oh, oh! Der hat wehgetan, der hat wehgetan. Ich muss mich auch gar nicht mehr darum kümmern, meine Geo zu sammeln. Das wird ja für mich erledigt von meiner kleinen Flügel. So, dann machen wir uns in dem Fall auf den Weg zu der Stadt von den Tränen. Jetzt muss ich schnell... Wenn irgendetwas stört mich an dieser ganzen Geschichte. Gehen wir nochmal rauf. Oh nein, bleiben wir da unten, bleiben wir da unten. Ich probiere es lieber von da unten her, weil da oben komme ich ja gar nicht abwärts. Aber da hat es irgendwo einen Weg zwischen ihnen, den ich gesehen habe, den man noch erkunden kann. Ich muss jetzt mal probieren, ob man da komplett raufhüpfen kann, ob man da irgendetwas findet. Okay, okay, okay. 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 Jawohl, weil da hat es irgendeinen Weg genommen, den ich noch nicht angeschaut habe bis jetzt. Nein, nein, nein. Oh. Okay, wo sind wir da? Den Weg haben wir uns nämlich noch nicht angeschaut. Aber die Frage ist, was denn da Besonderes hat, das... Gar nichts, einfach gar nichts. Der Boden wackelt auch nirgends. Und dadurch kommen wir auch nicht. Hat es in der Decke irgendwie in der Decke noch ein Loch? Oder warum wird denn... Nein, nicht wirklich. Warum gibt es denn da so einen Weg? Speziell, speziell. Wie kann man das jetzt ganz kurz anschauen? Weil ich das jetzt weiter oben hat es ja keinen Weg mehr, oder? Würde mir direkt zum Lift kommen. Also gut, dann lassen wir uns gehen wieder. Gott sei Dank gibt es keinen Sturz. Schade, da hat es ja noch irgendeine Platte gehabt, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Kampf. Wo sind wir denn jetzt etwa genau? Ah, wir sind nicht mal so weit weg eigentlich. Also so in meinen Augen sind wir nicht mal so weit weg. Hey, runter. Hey, runter. Runter, einfach runter. Nochmal runter. So, dann sind wir da zu Stehen gekommen. Doch, die schaffe ich jetzt auch mit 2 Schlägen schon. Nein, runter. Runter. Jawohl. Ich habe das Gefühl, wir schlagen das Bier ein bisschen schneller. Oder ich meine das eben einfach nur. Okay, und ciao. Und tschüss. So. Station der Königin. Ja, es ist schon ein kleines Streckchen noch drüber. Aber wir könnten ja von da aus eigentlich den Hirschkäfer benutzen. Hä, was ist da unten? Ah, die ist noch verschlossen, die Tür. Warum ist denn die noch verschlossen? Ah! Der arschplanscher Typ! So, oh, ich finde die so geil, die Geo-Flüge, ne? Wo uns da gemütlich alles unser Geo wieder einsammelt. So, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg führen und ab in den Kampf. Nein, jetzt müssen wir die Station der Königin, genau. Ich glaube, die Station der Königin müssten wir. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich liege jetzt richtig mit dieser Vermutung. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Lagerräume in dem Fall der Stadt. Ach Mann, ach Mann. Ach Mann, 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 Mann. So, dann sollten wir jetzt richtig sein. Jawohl. Dann machen wir uns doch direkt mal auf den Weg zum Bosskampf. Weil ich hoffe und denke, dass wir es jetzt das mal anbekommen und ich nicht wieder so frustriert muss den Kampf durchgehen auf den Keks bekommen. So, jetzt gehen wir los und wir zeigen jetzt dem Löli, wer da der Babo im Haus ist. Ui, da ist jemand gestorben. Ah, da bringen wir mit Flügen auch schon gemütlich die Taler einfach für das. 12 Taler einfach für nichts machen. Das sage ich dann natürlich auch nicht nein. Voilà. Dann können wir nämlich noch ein kurzes Päuschen auf dem Bänkchen machen. Aber wisst ihr, was würde ich an dieser Stelle sagen?
Wie das Ganze mit dem Bosskampf aussieht und ob ich es das mal gut anbekomme, das sehen wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit euch im Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da oben nach oben da und vielleicht einen kleinen Kommentar für Hinweise oder Tipps, wie ich vorgehen kann in Hollow Knight. Danke vielmals und ciao!